Ja, ihr seht richtig, es ist endlich wieder mal soweit. Link ist zurück aus einem Zwangsurlaub. Von, ja, unter anderem natürlich auch Zelda Skyward Sword und natürlich auch anderen Spielen. Geht's endlich weiter mit Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Lange ist es her seit dem letzten Part, ich glaube etwa 3 Monate oder so. Ja, unter anderem natürlich, wie schon gesagt, durch Zelda Skyward Sword und die anderen Let's Plays und so weiter und so fort. Aber jetzt, endlich geht es weiter. Und zwar, soweit ich mich noch erinnern kann, sind wir im letzten Part im 4. Tempel stehen geblieben, oder? Oder kurz davor. Okay, Mike, wieso ist der Abstand so groß? Nein, ist ja egal. 0-mal gestorben, die 3 Steine und das Amulett. Very nice. Und wo kommen wir raus? Direkt im Waldtempel. Ich habe ein Herz weniger, was ich nicht schön finde. Hey, wieso habe ich ein Herz weniger? War das im letzten Part auch schon so? Egal. Kurz die Steuerung testen, funktioniert wie es soll, anvisieren, schlagen, oh Mann. Die Steuerung, das könnte ein Problem werden. Von der Wii-Mouse Plus Steuerung von Zelda Skyward Sword wieder zur klassischen wechseln. Ach du Scheiße, ich vermisse das Spiel jetzt schon. Egal. Wölfe? Wolfies? Nö, keine Wölfe. Aber ich höre Spinnen. Ja, da stellt es mir noch direkt die Frage, inwiefern unterscheidet sich wohl der Waldtempel in Master Quest von dem aus dem originalen Ocarina of Time? Weil die anderen Tempel waren ja auch schon teilweise verrückt, vor allem der 3. Tempel. Was zur Hölle war denn das, Link? Ja, wie schon gesagt, der 3. Tempel war da ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen eigenwillig. Ja, wer kommt schon auf die Idee, Kuhköpfe in einen Fischmagen zu platzieren? Da muss man ja wirklich mehr als krank sein. Ging es weiter, aber ich weiß noch, zumindest war das im normalen Modus so, dass es da, ups, nicht das Huhn, Link, hochschauen wollte ich so. Dass doch da oben noch eine Kiste gab, wie es aussieht, ist die auch noch da. Da waren doch ein paar Rubine drin, glaube ich. Oh Mann, Leute, ich habe das schon so lange nicht mehr gezockt. Da oben noch. Da sind die noch Spinnen. Oh Mann, und ich kann nicht dran mit dem Fanghaken. Ja, das kann ja heiter werden. Okay, munter drauf losklettern. Oh Mann, ich vermisse die Ausdaueranzeige, die könnte mir jetzt echt helfen. Uah. Guck mich nicht an, geh weg. Sehr schön, er geht weg. Oh nein, da oben ist noch eine. Uah. Verdammt, die sehe ich kaum. Wo ist sie jetzt hin? Nein, die eine hat mich entdeckt. Lulululu. Haha, vorbei. Ist der gerade violett geworden? Mann ey, was bist du für eine seltsame Spinne? Spider-Attack! Rede mich unweigerlich an den ersten Tempel. Oh Mann ey, die ersten Parts, die waren sowas von grottenschlecht von mir. Aber ich denke mal, das geht fast jedem Let's Player so, oder? Vor allem der erste Part, da war ich sowas von nervös, obwohl ich das Ganze mal vorgeprobt hatte und da war irgendwie überhaupt nicht so Nervosität und naja, man kennt das ja. Wieso war es hier eine Skulptur? Egal. Ist dann ein Schalter? Wo ist denn die Truhe hin? Na toll, hier gibt es keine Truhe mehr. Uah. Ganz ruhig, Link. Wir haben alle Zeit der Welt. Wo ist jetzt? Ist jetzt da vorne? Oh Mann, ich sehe kaum was von Auflösung her. Ich hoffe mal, die Quali stimmt für euch soweit. Link, wirst du bitte? Dankeschön. Weil ja, ich nehme das Ganze auf einer Gamecube-Disc auf und auch wenn ich es über die Wii abspiele, jetzt mit dem Component-Kabel und der, ich sage jetzt mal 480p Auflösung, ihr wisst schon, das EDTV oder HDTV im Sinne der Wii, die es da ergibt. Ich habe eben noch eine Spinne. Nee, das ist eine Skulptur, oder? Ja, trotzdem ist es eine Gamecube-Disc und ja, das Spiel noch von Nintendo 64, also darf man von der Auflösung nicht zu viel erwarten. Wo ist jetzt die Skulptur hin? Hä? Habe ich schon Halluzinationen? Hallo? Skulptilein? Ne, ich höre sie. Du altes Schwein. Passt da überhaupt nicht, aber ist mir gerade sowas von egal! Danke, Link. Wenn ich den Expresszug nach unten nehmen wollte, hätte ich es dir gesagt. Nö, hier ist nichts mehr. Hä? Die Tür, die geht ganz normal weiter. Okay. Wo ist jetzt...
Oh Mann, hätte ich auch hoch... Oh, hätte ich auch hochgehen können, ich Trottel. Aber nein, natürlich nicht. Ich muss den Spinnen vorbei. Na gut. Es ging nochmal gut aus. Von daher kann ich mich nicht beschweren. Das sollte ich mir zumindest nicht. Wo ist jetzt die Skulptula, Menschenskind? Goldene Skulptula. Ich sammle doch alle 100. Ich weiß nicht, wie mir klappt, aber das sollte doch mittlerweile ja nichts Neues mehr sein. Link? Geht doch. So, hier oben muss sie sein. Ah, es ist gar keine goldene. Du hast sie, Mann! Du hast mich verarscht! Und dafür stirbst du. Tja. Wenn es doch nur im realen Leben nicht so wäre. Dann bleibt es öfters mal so. Gut, schön abgerollt, Link. Dankeschön. Funktioniert eigentlich noch die Wirbelattacke. Funktioniert, nur einfach das Gefühl, dass ihr das ziemlich laut hört. Kann das sein? Ja, da muss man was Neues überlegen. So, die ist... Wow! Plötzlich mehr als vorher. Ursprünglich war ja nur eine. Oh Mann, sind plötzlich 3 oder was? Oh, Herzen, dankeschön. Ja, und für diejenigen, die es noch nicht wissen... Oh, genau hier müssten den Schlüssel eigentlich schon einsetzen. Da war ja doch schon ursprünglich eine, ich weiß gar nicht mehr. Ist noch eine da oben? Das ist eine Skulptula. Es ist eine Skulptula, endlich mal! Ja, für diejenigen, die es noch nicht wissen... es ist kein, sagen wir jetzt mal, 6 Herzwand oder so von Ocarina of Time Master Quest, aber ich sammle den Herzteil erst am Schluss dann ein. Also natürlich die ich überhaupt erst am Schluss sammeln muss. Es gab da mal eine, kann ich euch noch kurz zeigen. Wir haben auch schon ein paar Skulptis eingesammelt, vor allem die in den Tempeln, die anderen auf der Oberwelt sammeln wir am Schluss dann ein. Das Herzteil musste ich leider einsammeln, damit ich das upgrade. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das für die Bombentasche, ich glaube es war das für die Dekokern, oder? Nee, steht auch nicht. Nee, Moment mal. Genau, es war das für die Deko-Stäbe, damit ich die maximale Anzahl und auch die der Dekonüsse tragen kann. Das wäre das seltsam mit den Masken und so. Weil da die Maske des Wissens, die kann ich nur dann vorzeigen und das Upgrade für die Deko-Stäbe oder die Dekonüsse, ich weiß gar nicht mehr für welche, kann ich nur dann bekommen, wenn ich noch nicht durch die Zeit gereist bin. Ich weiß nicht, ob das im Master Quest gefixt wurde, aber ich wollte kein Risiko eingehen. So, genug rumgequasselt. Machen wir weiter. Die Halle sieht noch relativ normal aus. Keine Kuhköpfe, nirgends zu sehen. Und die 4 Geister, die wieder mal abhauen. Das kennen wir auch schon aus dem Original Ocarina of Time. Ja, wie bereits in früheren Parts angedeutet oder auch schon erklärt. Es wird zappenduster. Nein, das nicht. Aber ja, das Original Ocarina of Time haben wir schon einige Male gezeigt, aber Master Quest noch nie. Daher sind für mich eigentlich nur die Tempel und alles, was da drin ist, für mich neu. Alles andere kenne ich bereits. Oh, da fällt mir gerade ein. Der Zwischenboss hier, der war scheiße. Ich frage mich allerdings gerade, treffe ich den wohl schon in diesem Part? Ich glaube es ja nicht. So, erstmal einen kurzen Überblick verschaffen. Wo ging es eigentlich ursprünglich weiter? Links oder geradeaus? Was sagt denn die Karte? Also noch nicht die richtige Karte, aber mehr oder weniger müsste ich damit auch schon durchkommen. Nee, überhaupt nicht. Ich brauche die Karte. Hallo. Kann ich hier schon durch? Da kann ich doch direkt zum ersten Zwischenboss. Ach, wisst ihr was? Ich habe keinen Plan mehr. Es ist schon so lange her und ich habe irgendwie immer noch Skyward Sword im Hinterkopf. Oh. Naja, das sollte ja kein Problem für uns darstellen. Obwohl. Ich kenne die Melodie nicht mehr. Mann, wenn ich scheiße. Die anderen können die alle auswendig, aber ich? Nö. Also gut, ich konnte einige teilweise auch noch auswendig, aber da, die wollte ich. So. Ja. Nicht ganz die Ocarina Link, nicht ganz. Die Farbe ist zwar fast ähnlich, aber egal. Der Klang. Es geht doch, diese Melodien habe ich so vermisst. Trotzdem, was war jetzt der Sinn dahinter? Wieso musste der Zeitstein ausgerechnet hier sein? Na egal. Oh nein! Ach du Scheiße! Direkt der Zwischenboss? Nö. Was macht ihr hier? Oh! Okay, kann's nicht mehr. Na? Na. Bäm! Du Scheißvieh! Geht doch. Link! Oh, das war knapp. Hä?
Wieso hat das für den Einschlag ausgereicht? Habe ich aus Versehen die Gegner verwechselt? Nö, oder? Was ist jetzt? Ein weiterer Schlüssel! Okay, ich gebe es zu, ich bin ein bisschen verwirrt. Haben sie die Räume geändert? Oder habe ich schon Ocarina of Time so lange nicht mehr gezeigt, dass ich überhaupt keinen Plan mehr habe? Nee, oder? Geht doch gar nicht. Das geht nicht, doch, hier geht's. Also war mir sicher, dass hier eigentlich die Zwischenbosse waren. Das waren, glaube ich, 2 oder 3 insgesamt, oder? Wow! Oh, das war natürlich noch ein clever Link. Mal kurz schauen. Hätte ich überhaupt noch ein paar Flaschen? Ah, nee. Ja, ich habe noch 2 Feen. Und die Milch. 7 Jahre alte Milch. Ob die noch gut ist? Naja. Ich meine, früher gab es ja auch keine Haltbarkeitsdatum und so. Und da haben wir auch immer alles gesoffen. Vor allem die Milch, solange es noch nicht säuerlich war oder dickflüssig. Und jetzt wird es langsam eklig. Weil ihr wisst schon. Milch, dickflüssig. Na, egal. Wo geht's weiter? Hier brauche ich Pfeile. Jo, eindeutig. Pfeil und Bogen, den kriegen wir hier ja. Und wieso? Na. Immerhin nervt mich Navi bisher nicht. Da ist ein bisschen besser als noch Fei in Skyward Sword. Da hat es mich teilweise wirklich aufgeregt. Link? Dankeschön. Was? Alter! Mach mich nicht Kira, ja? Oh Mann, ich mit dem kurzen Master-Schwert. Wo ist das Biggoren-Schwert? Oh, dankeschön. Du Assi. Autsch. Ja, sag ja, ich kann's nicht mehr. Ich habe irgendwie auch zu wenig Platz, habe ich das Gefühl. Oh Mann, ich bin schon 3 Herzen los. Da waren es 2. Geht doch. Okay, also der Boss ist mir definitiv neu. What the hell? Der Raum ist mir zwar nicht neu, aber ich habe das Gefühl, ich bin zu früh dran. Hä? Hier komme ich doch erst später hin. Ich höre da was. Ist das die Schattengrabsche? Oh nein, die habe ich auch immer so gehasst, hey. Und vor allem als Kind immer dermaßen aus dem erschrocken. Ganz ist das eine Eiswand? Kann man da mit Feuer durch? Irgendwie bezweifelt das ja. Naja, Navi hat mich noch nicht gewarnt, von daher sind hier noch keine Schattengrabscher. Ja, ich gehe einfach mal weiter. Langsam aber sicher habe ich immer mehr das Gefühl, als würde ich das Spiel blind zocken. Ist das übel? Ah, Gott sei Dank sind nur die Pfeile, ich dachte schon, die Schattengrabscher kommen. Ja, Navi, das weiß ich, dankeschön. Linkt sie mal schnell den Betonklotz hier hervor. Ich frage mich immer noch, wie er das überhaupt schafft. Hey, der Klotz ist etwa locker 10-mal so schwer wie Link und er schafft es auch noch ohne irgendwie einen Griff hier zu packen oder so. Ich meine, das ist einfach nur ein glatter Stein. Wie hält er sich da fest? Aber ja, Link ist halt ein Wundertalent. Der kann einfach alles. Außer schnell schieben. Alter, mach mal ein bisschen hin. Auch ein bisschen unlogisch. Der schiebt genauso schnell, wie er zieht. Was eigentlich nicht sein kann, aber ist ja auch egal. Verdammt, wie komme ich jetzt da durch? Beziehungsweise muss ich da überhaupt durch? Ich dachte gerade etwas gehört. Ich dachte, ihr braucht Pfeil und Bogen, um weiterzukommen. Ja, wer es weil auch im Original gab so. Keine Ahnung mehr. Ist mehr oder weniger wieder blind. Ich glaub's nicht. Link? Willst du mich verarschen? Ey? Wieso geht's hier nicht? Moment mal, wieso geht's hier nicht weiter? Das kann irgendwie nicht ganz sein. Ich muss doch das hier durchschieben. Oh. Das sind ja 2 Klötze. Alter. Wieso sind das 2 Klötze hier? Hallo? Ja, ein bisschen noch weiter, Link. Da muss er durch, jetzt muss er eigentlich reichen. Ich muss mir das wirklich mal anschauen, was ist denn hier los? Ja. Der eine muss hier durch, das ist mir schon klar, aber wieso hat es denn hier einen zweiten? Bloß um mich zu verarschen? Hier geht's noch auf. Ein anderes Mal.
Und ein paar. Jetzt wird mal langsam ein Ende zu. Ich kann es nicht glauben. Ich fasse es nicht. Komm schon, Link. Eil dich mal, Alter. Ich brauche dringend neue Herzen. Ich stelle mich ja wie der letzte Noob an. Das ist nicht zu fassen. Dankeschön, Link. So, dann jetzt hier weiter. Jo. Wieso hat denn da eine Treppe gehabt? Oh nein, nicht noch einer. Hä? Was sind da ziehen? Nö. Geht nichts, es geht nicht. Okay, dann muss ich nachher durch und zuerst die Leiter hochklettern, um den Fels wegzuschieben. Hoffe ich zumindest mal. Weil sonst habe ich ein großes Problem. Nö, hier ist nix. Nix gewesen in Spesen. Was ist denn hier eigentlich? Ah, noch so ein Klotze. Auch nichts mit Schieben. Dankeschön. Wow! Wow, das war knapp. Was mache ich hier eigentlich? Was gibt's denn da oben überhaupt? Kann ich da irgendwie hin oder so? Fragen über Fragen. Master Quest ist wirklich ein verrücktes Spiel. Ich sag's mal so. Nö, ich dachte, ich könnte irgendwie runterspringen, beziehungsweise dazwischen springen, aber geht auch nicht. Was ist eigentlich hier unten? Nix, da bin ich aber einfach nur durchgekommen, okay. Das war doch das Teil, das ich vorhin eigentlich schieben wollte, das heißt, ich ziehe ihn einfach mal weg. Weil durchschieben klappte irgendwie nicht. So, jetzt müssen wir einfach durch können. Durch können, komm schon, Link, wieder runter. Schneller. Ja, bitte, dankeschön. Fast die Kurve verpasst. Hoch mit dir, Alter! Komm schon! Der Part ist bald vorbei. Ich will eigentlich nicht überziehen, aber... Ah, hier waren es auch wieder zwei. Ja, so. Oder? Keine Ahnung, ich schaue einfach mal weiter. Ja doch, das sehe ich ihn. Durch die Wand hier durch. Grafikfehler. Aber ist egal. Wow, das war aber knapp, hey. Beinahe ein wenig weit geschoben. Na, gehst ein bisschen runter. Ja, geht doch. Wieso nicht gleich so? Wieso ist hier oben ein Schalter? Oh Mann, wie kann ich bloß auf die verrückte Idee, Master Quest zocken zu wollen? Ich lieber ein so original halten wollen. Ja, wer auch immer. Gegner? Ah, und sogar. Ist einfach die vorhin nicht gesehen. Sind die gerade erst jetzt erschienen? Da kommt doch gar nicht durch, oder? Ist hinter mir da einer? Der bleibt offenbar. Ja, wieso? Ich kapiere nicht ganz, wieso ich den Schalter hier brauche. Es wird immer mysteriöser. Und ich höre immer mehr Gegner. Kann das sein? Oh nein. Wow. Du Assiman! Du Assiman! Ja, ich sag ja, du Assiman! Ja, jetzt geht's. Tschüssikowski. Lässt was zurück? Herzen! Den Schlüssel habe ich zwar. Alter, komm mal her. Ja, jetzt haut ab! Hau nicht ab von mir, Menschenskind! Geht doch. Kriege ich was dafür? Nö, natürlich nicht. Wieso auch? Ist nicht der verdrehte Raum? Nö. Hier ist nichts verdreht. Ich komme ja zwar hier weiter, aber... Naja, mach es mal. Das ist vielleicht plötzlich so verrückt wie noch im... Okay, der Raum ist gerade. Oder ist es noch so verrückt wie im Wassertempel, wo ich genau die Anzahl der Schlüssel brauche, weil das dann wieder zurück muss und so. Ach du Scheiße, das war ja der Raum. Ja, Navi, ich kenne die Viecher. Oh, ich meine, die können doch irgendwie herlocken, oder? Lass mich jetzt nicht im Stich. Na? Nö, gar nicht. Nein, was? Was zum? Hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Verdammt! Wieso? Oh. Ich dachte, wenn ich außerhalb des Raumes wäre und ich war knapp draußen, dann würden die Viecher nicht mehr kommen. Aber nö, wieso auch mir einen Gefallen tun? Oh, das Piepen geht mir auch auf den Sack. Ich brauche Herzen. Da, ihr seid doch freudige Spender. Her mit den Herzen! Und ich werde aggro. Nö, keine Herzen. Doch, Herzen. Herzen.
Mann, ich glaub's nicht, ey. Den ganzen Part vertrödelt und dann bin ich wieder am Anfang und ja. Ja, das war ja mal wieder ein grandioser Start in den Part, hey. Vor allem in ein fast schon lang vergessenes Let's Play und dann blamier ich mich auch wieder so und es ist zum Kotzen. Es ist einfach nur zum Kotzen. Naja, ich weiß nicht, wo es ungefähr hingeht. Das nächste Mal erwischt mich dieser dämliche Schattengrabscher nicht mehr. Dann logge ich ihn einfach, ja, ich gehe direkt runter, da war es noch eine Kiste, ich glaube, das war der Masterschlüssel oder so von der Kiste her. Obwohl, der Masterschlüssel, der Masterkey vor der Karte, das wäre auch mal was Neues. Egal, im nächsten Part, ja, nachher speichern. Im nächsten Part geht es direkt hier weiter, Freunde, und dann, ich weiß auch nicht, vielleicht stelle ich mich ein bisschen dümmer an, vielleicht auch ein bisschen klüger als noch dieses Mal. Verdammt, ey, war das peinlich, nicht wahr, Link? Ja, er find's auch. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.